Ölpreise und Lohnindex. Steigende Preise, mehr Geld? Wie sicher ist die Luxemburger Rente? Bahnhofsviertel. 110 neue Kameras für mehr Sicherheit. Kinovergleich. Popcornpreise und kurze Wege. Moin, hallo und herzlich willkommen zum Pendlerclub, dem Podcast für alle Luxemburg-Pendler. Mein Name ist Jill Reale und heute ist Dienstag, der 3. März 2026. Nach den jüngsten Spannungen zwischen Israel, den USA und dem Iran sind die Notierungen für Rohöl stark gestiegen. Brennöl liegt aktuell bei rund $80 pro Barrel, US-Öl bei $75, der höchste Stand seit Juli 2024 bzw. Juni 2025. Wie wirkt sich das jetzt auf uns aus? An den Tankstellen in Luxemburg könnte es in den kommenden Tagen teurer werden. Allerdings betont Jean-Marc Zahlen vom Groupement Pétrolier Luxembourgeois, dass es derzeit keine akuten Versorgungsengpässe gibt. Der Markt reagiert vor allem auf Risiken und geopolitische Unsicherheiten, nicht auf tatsächliche Knappheit. Anders gesagt, die Preissteigerungen spiegeln die potenziellen Gefahren wider, nicht ein unmittelbares Problem bei der Versorgung. Sollte sich die Lage jedoch verschärfen, könnten die höheren Ölpreise aber spürbar werden. In dem Kontext auch noch ein kleines Update zum Lohnindex. Da kam letzte Woche ja die Nachricht, dass die Löhne jetzt wahrscheinlich doch im zweiten Quartal diesen Jahres angepasst werden, gefolgt von einer weiteren Runde im dritten Quartal 2027. Das ist dann der Fall, sobald die Inflation über 2 Quartale hinweg 2,5% erreicht, dann werden Löhne und Renten automatisch angepasst. Gerade bei globalen Entwicklungen können sich diese Prognosen aber immer mal wieder verschieben. Normalerweise sollte es dann eben gleich einen Ausgleich geben, aber ja, wer dahingehend auf dem Laufenden bleiben möchte, schaut am besten regelmäßig auf wort.lu/Wirtschaft. Das ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Nun zu einem Thema, was für viele Grenzgänger langfristig wichtig ist, die Rente. Viele fragen sich, reicht die staatliche Rente, auch hier in Luxemburg, und wenn nicht, sollte ich mich vielleicht sogar zusätzlich versorgen? Erstmal zu den Fakten. Es gibt 3 Möglichkeiten. Einmal die staatliche Rente, die betriebliche Zusatzrente und eine private Zusatzvorsorge. Die staatliche Rente bildet das Fundament. Wer im Großherzogtum arbeitet, zahlt aktuell 8,5% seines Bruttoeinkommens ein, Arbeitgeber und Staat jeweils denselben Anteil. Das Umlagesystem sorgt dafür, dass die aktuelle Generation der Rentner und Rentnerinnen von den Beiträgen der Beschäftigten lebt. Eine betriebliche Zusatzrente wird aktuell nur von rund 6-15% der Arbeitgeber angeboten. Sie kann aber sinnvoll sein, wenn ihr langfristig plant, insbesondere eben als Grenzgänger, über die Jahre Beiträge in Luxemburg zu leisten. Eine private Zusatzvorsorge ist individuell abschließbar, steuerlich gefördert bis zu 4.500 € pro Jahr. Sie ist eben besonders dann sinnvoll, wenn ihr frühzeitig investiert und die Anlage gut geplant sind. Mein Kollege Marco Meng aus der Wirtschaft hat dahingehend noch mit ein paar Experten gesprochen. Alles zum Nachlesen gibt's nochmal in den Shownotes. Der Gemeinderat in Luxemburg hat der neuen Überwachungszone Luxemburg-Gare bis zugestimmt. Betroffen sind mehr als 30 Straßen, darunter die Avenue de la Gare, die Rue de Strasbourg und die Place de Paris. Damit steigt die Zahl der Kameras in diesem Bereich von bisher 51 deutlich an. Doch warum die Ausweitung? Polizei und Staatsanwaltschaft begründen die Maßnahme mit der hohen Zahl an Straftaten im Viertel, rund 5.000 pro Jahr. Bürgermeisterin Lydie Polfer spricht von einer Maßnahme, die gerechtfertigt, opportun und gesetzeskonform sei. Kameras hätten sich bewährt, vor allem bei der Aufklärung von Straftaten, und können das Sicherheitsgefühl stärken. Doch nicht alle sind überzeugt. Die Grünen zum Beispiel verweisen darauf, dass Kameras seit fast 20 Jahren im Viertel hängen, ohne dass sich das Sicherheitsgefühl spürbar verbessert habe. Laut einer Analyse würden die Bilder in nur 4% der Fälle zur unmittelbaren Taterfassung genutzt und das meist erst im Nachhinein. Kritiker warnen deshalb vor einem trügerischen Sicherheitsgefühl und einer schleichenden Überwachungsstadt. Zum Abschluss gibt's noch einen entspannten Teil. Meine Kolleginnen Nora Schlösser und Melanie Ptock haben Kinos in Luxemburg und auch in der Großregion getestet. 5 Stück insgesamt sind dabei, mit dem besten Mix aus Preis, Komfort und Technik. Das richtet sich jetzt an alle, die am Wochenende vielleicht einen kleinen Ausflug machen wollen oder auch nach der Arbeit mal noch einen Film schauen möchten. Wer das volle Hightech-Erlebnis sucht, sollte ins Kinipolis auf dem Kirchberg gehen.
Deutlich günstiger, trotzdem gemütlich wird's im Cinescala in Diekirch. Das Kinola in Garnich punktet mit familiärer Atmosphäre. Für Pendler, die eher auf der deutschen Seite bleiben wollen, ist das Cinemax Trier und last but not least das Cine Utopia in Limpertsberg ein kleiner Miniplex mit einem ganz eigenen Charme. Wer es wirklich nochmal genau lesen möchte, den Artikel gibt's in den Shownotes. Das war's mit dem News-Update für diese Woche. Bleibt in der Wort-App und auf wort.lu immer auf dem Laufenden. Ich verabschiede mich für diese Woche und sage Eddie à merci.